Ja. Es ist schön, zum da zu sein. Ich freue mich. Ich hoffe, meine Energie reicht für die nächsten 30 Minuten. Wir haben als Familie so einen Magen-Darm-Käfer verwünscht über das Wochenende. Aber ich bin da. Aber falls ich so in den nächsten 30 Minuten plötzlich für 5 Minuten weg bin, dann wisst ihr warum. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber dann kann das Worship-Team auf die Bühne kommen und mich unterstützen. Nein. Hey, wir sind in dieser Serie hier jetzt. Wir reden über den Heiligen Geist. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit dem Andi Los und wir reden die nächsten 6 Wochen bis Pfingsten über den Geist Gottes. Und ich weiß nicht, was du für einen Zugang hast zum Geist Gottes, zum Heiligen Geist. Ich bin christlich aufgewachsen, aber der Heilige Geist ist für uns, also für mich, nie explizit Thema gewesen. Ich sage nicht mit dem, dass er nicht am Werk war in unserer Familie. Fan von dem. Der Heilige Geist hat gewirkt in unserer Familie und macht das, aber er ist nie explizit thematisiert worden. Und das ist eigentlich ziemlich komisch, wenn man so davon redet, vom dreieinigen Gott. Wenn du die Bibel aufschlägst, ist es voll davon. Es steht zwar nie explizit das Wort Trinität drin, aber Gott wird beschrieben als dreieinig. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und die sind alle drei eins und trotzdem drei und alle drei sind Gott. Und es ist kompliziert, es macht wenig Sinn oder es ist einmal schwierig zu erklären, ich meine es so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so Kinderbibel anschaust, dann ist irgendwie Gottes Thema, da wird von Gott erzählt und dann in der Bibel wird Jesus dargestellt. Das ist auch einfacher, weil der ist ein Mensch geworden, oder? Und dann kommt irgendwie der Heilige Geist. Wie stellst du das dar, oder? Irgendein Flämmchen am Pfingsten so über den Köpfen der Leute, oder was ist das? Genau. Und wenn das für dich ähnlich ist, der Geist Gottes, wenn er nicht greifbar ist oder nicht wirklich fassbar für deinen Alltag, dann ist diese Serie für dich. Das Ziel ist, dass unsere Achtsamkeit für den Geist Gottes und unser Wissen ihm gegenüber wächst. Und ich möchte nochmal den Vers vorlesen, den Andi Los letzten Sonntag vorgelesen hat. Jesus sagt, bevor er geht, in Johannes 16, Vers 7, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Beistand nicht oder der Helfer oder der Tröster. Und er redet über den Heiligen Geist. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt da, es ist besser für euch, es ist zu eurem Vorteil, dass ich die Erde wieder verlasse, weil dann kommt der Heilige Geist. Seine Gegenwart ist besser als meine Gegenwart. Und ist das nicht unglaublich, wenn man Jesus hier beim Wort nimmt? Der Heilige Geist kompensiert die Abwesenheit von Jesus nicht nur. Jesus sagt, es ist besser, wenn er kommt. Und wenn das wahr ist, was Jesus hier sagt, dann reden wir viel zu wenig über den Heiligen Geist. Dann reden wir viel zu wenig, dann thematisieren wir das viel zu wenig. Was wäre, wenn du in den nächsten 6 Wochen mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinem Heiligen Geist im Jetzt und da würdest erleben? Was wäre, wenn du in den nächsten 6 Wochen mehr würdest begreifen, was es heisst, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Was wäre, wenn du mehr in die Fülle würdest reinkommen, wo Gott für dich parat hat? Was wäre, wenn du seine Früchte, das, was er schenkt, seine Gaben in deinem Leben würdest, mehr Realität würdest sehen? Was wäre, wenn du mehr in die Fülle würdest reinkommen in den nächsten 6 Wochen? Und das sind alles Themen, die wir anschauen werden, die nächsten paar Sonntage. Und es gibt unterschiedliche Themen, manchmal am Morgen und manchmal am Abend. Wir sind gespannt, für das müsst ihr unseren Telegram-Channel abonnieren, dann wisst ihr, was wo läuft. Aber heute möchte ich über eine Bedingung reden. Eine Bedingung, die es braucht, die definiert, in welchem Maß du erfüllt wirst werden mit dem Heiligen Geist oder nicht. Es gibt eine Grundlage. Eine Bedingung,
wo der Grad definiert, inwiefern du überfließt und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und schau, wenn du die eine Grundlage nicht hast, dass die eine Zutat nicht hast, dann werden die nächsten 6 Wochen an dir vorübergehen. Und du kannst die nächsten 6 Wochen einrollen und rauchen und sagen, das ist jetzt eine schöne Predigtreihe gewesen, ich freue mich auf die nächste. Aber wenn du das eine hast, wo ich jetzt nachher davon schwätzen werde, dann bin ich überzeugt, werden die nächsten 6 Wochen lebensverändernd für dich und mich. Jesus hat einmal über den Heiligen Geist geredet am Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist ein jährliches Fest der Juden, das feiern sie bis heute. 7 Tage geht das Fest, einmal pro Jahr feiern die Juden 7 Tage lang. Und es ist ein Landwirtschaftsfest und man feiert dort, man isst, man trinkt, man tanzt und man erinnert sich an Gottes Versorgung in der Wüste, wenn er sie versorgt hat mit Manna und Wasser. Und sie bauen sich bis heute so Hütten, darum heißt das Laubhüttenfest, weil sie in der Wüste in Hütten waren. Das ist ein Bild von der heutigen Zeit in Israel. Und 7 Tage feiern sie das und am letzten Tag heisst es von Jesus in Jerusalem, steht er auf und ruft Folgendes in die Menge. In Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag des großen Fests aber stand Jesus da und rief, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, das kommentiert jetzt der Johannes, der das geschrieben hat, damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich gehe gerade durch ein paar Punkte von dieser Stelle durch. Aber meine Frage ist zum Anfang, wann hast du zum letzten Mal so richtig Durst gehabt? So richtig Durst, bist du auf einer Wanderung, hast zu wenig zu trinken mitgenommen oder in einem Garten geschafft, Rasen gemeint. Was gibt es denn besser, wenn du so richtig Durst hast, so ein eiskaltes Bier zu trinken? Oder ein Wasser, oder ein Eistee, oder was auch immer deinen Durst so richtig stillt. Oder was gibt's Besseres als das? Aber Jesus redet an dem letzten Tag von dem Fest nicht über einen körperlichen Durst, sondern über etwas anderes. Ich stelle mir vor, wie er die Leute beobachtet, die 7 Tage, oder? Und er sieht, wie sie feiern, wie sie essen, wie sie trinken, wie sie sich besinnen und so. Und er sieht in den Leuten, in den Augen von diesen Leuten einen Durst. Eine Sehnsucht, die sie nicht wirklich stillen können. Und Jesus sieht dort ein Verlangen in den Augen der Leute. Und er denkt sich, die Leute brauchen etwas anderes. Und dann steht er auf und ruft in die Menge hinein und sagt, wer Durst hat, nach einem Landwirtschaftsfest, wo du isst und trinkst und Party machst, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Und auch an mich glaubt, so werden, wie die Schrift sagt, er bezieht sich auf das Alte Testament, Ströme von lebendigem Wasser fließen. So, er redet über den Heiligen Geist. Wer Durst hat, wird den Geist Gottes empfangen. Und er wird nie mehr Durst haben, sondern zu einer Quelle werden für andere. Und er steht dort auf und ich stelle mir vor, wie das siehst, und hockt wieder an, ich weiß auch nicht. Und wir wissen, dass er da vom Geist Gottes redet, weil Johannes das sagt. Und interessant, im letzten Vers, vielleicht können wir da nochmal einblenden, im letzten Vers sagt er, der Geist Gottes ist noch nicht da gewesen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Was meint er mit dem? Der Geist Gottes ist noch nicht da gewesen, weil er noch nicht verherrlicht worden ist. Wenn du das Johannes-Evangelium liest, dann wird dir klar, dass die Verherrlichung von Jesus seine Kreuzigung ist und seine Auferstehung. Und die Kreuzigung von Jesus und seine Auferstehung haben wie zuerst passieren, damit der Geist Gottes gegeben werden kann. Jetzt für dich und mich ist wichtig zum Wissen, und ich gehe nachher noch mehr auf das ein. Jesus hat für dich und mich den Preis gezahlt am Kreuz und in seiner Auferstehung. Jesus hat das weggenommen, was uns trennt von Gottes Gegenwart. Er hat die Kluft zwischen Mensch und Gott überbrückt. Er hat uns geputzt, er hat uns vergeben, er hat uns geheiligt, damit du und ich ready sein für den Geist Gottes. So, und
für dich und mich wichtig ist, wir leben jetzt auf der anderen Seite vom Kreuz. Die am Laubhüttenfest, die das gehört haben zum ersten Mal, die sind noch hinter dem Kreuz gewesen. Die haben noch nicht die Verherrlichung erlebt, die sind noch nicht parat gemacht worden. Der Geist Gottes hat noch nicht ausgegossen werden. Du und ich leben aber auf der anderen Seite von dieser Verherrlichung. Wir haben jetzt Zugang zu dem Geist. Jesus hat alles gezahlt, was es braucht. Und jetzt, ich habe vorher gesagt, es braucht etwas, eine Grundlage, die definiert, wie viel du den Heiligen Geist empfängst oder nicht. Wenn Jesus alles schon gemacht hat, wenn er alles schon gezahlt hat, wenn er den Preis gezahlt hat für die Gegenwart, was braucht es denn noch? Und vielleicht können wir noch den ersten Vers einblenden. Entschuldigung, André, ich weiß, kompliziert heute Morgen. Der erste Vers, was braucht es denn noch? Das, was wir jetzt noch brauchen, um den Heiligen Geist zu empfangen, ist Durst. Durst. Jesus steht auf am letzten Tag und sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Schau, wir müssen nicht mehr warten auf den Heiligen Geist, wie die Jünger am Pfingsten. Wir müssen nicht mehr ein wochenlanges Gebetstreffen machen. Wir müssen nicht mehr fasten. Wir müssen nicht mehr das und das leisten. Wir müssen uns nicht mehr selber zurechtputzen, dass wir bereit sind für den Geist Gottes. Jesus hat alles schon gemacht. Jesus hat uns zurecht gemacht. Du fühlst dich vielleicht unwürdig für den Geist Gottes. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir wären alle nicht würdig für seine Gegenwart. Jesus macht uns ready für das. Wir müssen nicht irgendwo auf einen Berg klettern und dort oben warten auf den Geist Gottes. Wir müssen nicht irgendwie 10 Kapitel in der Bibel lesen, bevor wir das... Jesus hat alles vollbracht. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist Durst. Eine Sehnsucht nach ihm. Durst. Und Jesus sagt, schon die Schrift, das Alte Testament, sagt voraus, was da passieren wird. Er zitiert nicht eine einzige Stelle, sondern mehrere, nimmt er Bezug. Ich möchte 2 von denen kurz vorlesen. Das ist etwas, was schon lange verheißen ist. Jesaja 44, 2-4. Fürchte dich nicht, mein Diener Jakob Jeschurun, den ich erwählt habe, denn über den Durstigen werde ich Wasser gießen und Bäche über die Trockenheit. Meinen Geist werde ich ausgießen über deine Nachkommen und über deine Nachfahren meinen Segen. Und sie werden sprießen zwischen dem Gras wie Weiden an Wasserläufen. Gott gießt seinen Geist aus über Durstige. Über solche, die erkennen, dass ihr Leben trocken ist ohne ihn. Und es ist gewaltig, was da steht. Wenn jemand durstig ist und zu Jesus kommt, bekommt er den Heiligen Geist. Und das heisst, der Segen fließt über auf seine Nachkommen. Und die werden sprießen. Das heisst, unsere Entscheidungen jetzt haben Einfluss auf unsere Generationen. Eine andere Stelle, wo Jesus darauf Bezug nimmt, ist Jesaja 58, Vers 11. Und alle Zeit wird der Herr dich leiten. Und in dürrem Land macht er dich satt und deine Knochen macht er stark. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht versagen. Und wenn du Durst hast und mit dem Durst zu Gott gehst, dann bekommst du nicht nur den Geist Gottes, sondern du wirst selber noch zu einem bewässerten Garten. Jesus formuliert das so und sagt, aus deinem Bauch raus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Der Geist Gottes wird durch dich durch zu anderen gehen. Du bist wie ein Garten, der zum Segen wird für andere. Und in einem Garten wachsen Früchte und Bäume und gute Sachen. Und über das reden wir in den nächsten paar Wochen, über die Früchte und Gaben vom Geist Gottes und so weiter. Aber die grosse, entscheidende Frage heute Morgen, die ich dir möchte stellen, ist, hast du Durst? Ich sage es nochmal, die nächsten 6 Wochen, die können an dir vorbeiziehen, wenn du keinen Durst hast nach ihm, einen Durst hast nach dem Wasser, Durst hast nach seinem Heiligen Geist, dann wird das kraftlos bleiben. Und mein Ziel ist heute Morgen, und ich glaube, du hast es verstanden, mein Ziel ist, dass dein Durst geweckt wird für den Geist Gottes. Schau, wir haben alle irgendwie Durst, oder? Einmal nach einem Bier oder Wasser. Und wir haben aber auch seelische Durst. Und die sind alle gut und richtig, oder? Wir sehnen uns nach Anerkennung,
nach Liebe, wir sehnen uns nach Frieden, Ruhe, Glück und so weiter. Wir haben eine Sehnsucht nach all dem Zeug und die Sehnsüchte sind gut. Und wir Menschen, wir haben alle unterschiedliche Strategien, wie wir die Durst stillen wollen. Es gibt Leute, die stürzen sich in Beziehungen oder, und suchen dort Anerkennung und Liebe. Es gibt Leute, die stürzen sich in die Arbeit und suchen dort Bestätigung, weil sie dann dort ihre Leistung sehen wird. Oder? Es gibt Leute, die suchen das im Essen und Trinken, dass man sich gut fühlt, in Suchtmitteln. Gewisse Leute suchen es im Bier trinken, genau. Gewisse Leute suchen es in Materiellem, in Autos, in Häusern, in Geld, was auch immer. Oder im Fitness, Sport. Das kann auch zum Kult werden. Oder? Manche suchen das auf Social Media. Oder? Du bekommst deine Likes, deine Klicks. Und das. All diese Sachen, die Strategien, wie wir den Durst stillen, das sind alles gute Sehnsüchte. Das sind nicht schlechte Sehnsüchte. Die hat Gott uns ins Herz gelegt. Ich bin überzeugt. Aber die gehen nicht wirklich ans Zentrum von dem, was wir Menschen brauchen. Wir Menschen suchen, glaube ich, schlussendlich alle nach Anerkennung und Liebe. Es ist wie die Frau die samaritanische Frau am Brunnen. Die Geschichte, sie geht dort Wasser schöpfen am 12 Uhr am Mittag. Und sie ist eine Frau, eine Ehebrecherin. Wir wissen, dass sie 5 Männer hatte und der, was sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann und so. Und sie geht am 12 Uhr Wasser schöpfen, weil sie nicht gesehen werden von der anderen Frau, weil sie sich geschämt hat für das. Und dort begegnet sie dem Jesus und dann hocken sie vor dem Brunnen und reden über Wasser, oder? Und du weißt, wenn Jesus über Wasser redet, dann hat es sehr schnell mit dem Geist Gottes zu. Und sie reden darüber, wer kann das Wasser schöpfen? Kannst du das schöpfen? Gib du mir Wasser und so weiter. Dann haben sie den Dialog. Und dann sagt Jesus, ey, wenn du wüsstest, wer vor dir steht und wenn du wüsstest, was für ein Wasser ich dir geben kann, dann würdest du von dem trinken und nie mehr Durst haben. Willst du von dem Wasser? Und er sagt auch noch, aus dir werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Willst du von dem haben? Und ich stelle mir vor, sagt sie, ja, voll. Sagt er, okay, bring mir deinen Mann. Und sie schaut ihn an. Hä? Wow. Wieso stellt er die Frage? Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, stimmt. 5 hast du gehabt. Und der, der du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und in dem Moment denkt die Frau, was ist denn da los? Der kennt alles über mich. Meine ganze Geschichte, meine ganze Schande. Und in dem Moment merkt sie aber, dass er sie nicht ablehnt. Und obwohl er alles weiß von ihr, sie trotzdem liebt. Und die Frau rennt weg, lässt den Wasserkrug stehen und geht ins Dorf Samaria und schreit ich habe einen Mann getroffen, der hat mir alles erzählt, was ich gemacht habe. Und die Leute denken, oh, what? Du hast schon wieder einen Mann getroffen, schön. Und der hat dir alles erzählt, was du gemacht hast. Ja! Oder? Und du merkst, die hat Anerkennung erlebt und eine Liebe erlebt. Und die hat von etwas getrunken, wo ihren Durst nach Anerkennung und Liebe in einer Art gestillt hat, die nicht vorher hat können stillen. Und Jesus sieht unseren Durst und er verurteilt unseren Durst überhaupt nicht. Er möchte den Durst aber stillen. Und jetzt kommt die große Frage, wie macht Jesus das? Wie stillt Jesus den Durst? Schenkt er einfach ein gutes Gefühl oder schenkt er ein gutes Selbstwert? Oder wir haben einen Mangel und dann füllt er den Mangel durch das? Und die Antwort ist nein. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir Durst haben und zu Jesus gehen mit unserem Durst, schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Und schau, ich bin überzeugt, wenn wir zu Jesus gehen mit unserem Durst, dann schenkt er uns Annahme und Liebe, die wir sonst nie finden. Amen. Aber es passiert da etwas Tieferes, etwas Grundlegenderes als das. Schau, Jesus ist nicht einfach nur unser Durstlöscher. Schau, ich stelle die Frage, ist unsere Botschaft folgende? Ist das unsere Botschaft? Und das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ist unsere Botschaft, du brauchst Annahme, du brauchst Liebe, gang zu Jesus, dort findest du sie. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Gang zu Jesus. Er gibt dir ein gesundes Selbstbewusstsein. Du brauchst Gesundheit. Okay, gang zu Jesus. Du brauchst innere Heilung. Gang zu Jesus, dort findest du sie. Ist das unsere Botschaft? Und ich sage,
das ist nur ein Teil davon. Ja, Jesus gibt diese Sachen, aber das ist zu flach. Schau, Jesus schenkt uns nicht nur das, was wir meinen, dass wir brauchen. Jesus schenkt uns seinen Heiligen Geist. Und das ist eine andere Qualität. Und jetzt wird es so wichtig, dass wir verstehen, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart. Es ist Gottes Gegenwart. Die entscheidende Frage ist nicht, hast du Durst nach diesen Sachen? Die entscheidende Frage ist, hast du Durst nach ihm? Ja, Gott schenkt Sachen. Ja, Gott erfüllt mich mit Zufriedenheit. Ja, Gott schenkt mir Frieden und so weiter. Ja, Gott löscht meinen Durst. Amen. Aber mehr als das schenkt er mir nicht nur das, wo ich mich dann noch sehe, sondern sich selber. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich hier jetzt sage. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer vom Universum, möchte in dir wohnen. Weil er will nahe sein bei dir. Weil er dich erfüllen will. Nicht nur das, er möchte dich nicht erfüllen, er möchte durch dich durch andere segnen. Das ist eine komplett andere Dimension, als wenn wir einfach nur zu Gott gehen, wenn wir ihn brauchen, wenn wir etwas von ihm brauchen. Schau, Gott, wirklich erfülltes Leben findet sich dann, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir ihn wollen und nicht nur das, was er gibt. Ja, Jesus spricht den Durst an, den wir Menschen haben. Er steht an einem Festhaus. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Er wird gesättigt. Durst, oder? Genau, bekommt etwas trinken. Amen. Und ich werde ihm den Heiligen Geist geben. Wer ist der Heilige Geist? Gottes Gegenwart. Ich möchte, dass du das begriffst. Die entscheidende Frage ist nicht, hast du Durst in deinem Leben? Die entscheidende Frage ist, hast du Durst nach seiner Gegenwart? Nach ihm. Und du fragst dich jetzt, wie ist das möglich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer vom Universum, in mir will wohnen? In dir will wohnen? Wie ist das möglich? Und der Grund ist faszinierend. Es ist möglich durch das, was Jesus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Schau, wenn man die ganze Geschichte ein bisschen anschaut, es war schon immer Gottes Idee, dass er näher bei den Menschen sein will. Adam und Eva schafft er im Garten Eden und er will bei ihnen sein. Und sie verkacken es, oder? Und sie machen das, was sie nicht machen sollten. Und es kommt eine Trennung zwischen sie und Gott. Und sie verstecken sich, sie schämen sich, sie merken, sie sind nackt. Gott sie suchen, er sucht sie. Wo bist du, Adam? Du siehst, er sucht schon wieder die Nähe zu ihm. Und Adam und Eva, sie verstecken sich. Und du liest in der Bibel, dass Gott immer wieder Wege sucht, um die Kluft zu überbrücken zwischen Mensch und Gott. Er sucht ihre Gegenwart. Mit dem Abraham und nachher mit dem Volk Israel. Er sagt ihnen, baue eine Stiftshütte, baue den Tempel und er gibt ihnen all die Vorschriften mit einem Opferritual und so weiter. Und er sagt, mache das, damit die Kluft überbrückt wird zwischen Mensch und Gott. Und er will zu den Menschen kommen. Oder? Und manchmal kommt es so, dass Gott, das ist nur manchmal, Battery low, okay, jetzt ist wieder gut. Und manchmal kommt der Moment, wo Gott in einer Art und Weise präsent ist in dem Tempel und in dieser Stiftshütte. Dann heisst es, am Tag kommt wie eine Wolke und in der Nacht wie eine Feuersäule. Ich habe viel gezahlt dafür, um dort dabei zu sein. Stell dir das vor. Aber das ist nur ab und zu möglich. Ganz selten passiert das. Schau, Gott ist überall. Es gibt seine Allgegenwart. Aber es gibt auch seine manifeste Gegenwart, dort wo er sich bemerkbar macht. Ich habe viel gezahlt, um dort dabei zu sein. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Der Gott, die Gegenwart, wird Mensch. Und läuft in Fleisch und Blut auf dem Planeten herum. Und lehrt und predigt. Ich habe viel gezahlt dafür, um dort dabei zu sein. Jesus
können erleben. So ihn anlangen, mit ihm essen, mit ihm lachen. Der Schöpfer vom Himmel und vom Universum wird Mensch, konkret, vor mir. Von ihm hören, mit ihm die Wunder zusammen erleben. Ich hätte viel gezahlt dafür. Was gibt es Besseres als die Gegenwart von Jesus? Und Jesus sagt, der Heilige Geist. Okay. Und Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Er hat die Trennung weggemacht, hat uns wie durchgeputzt, dass wir ready sind. Dass du und ich wie zu so einem mobilen Tempel werden können. So einem Tempel mit Beinchen. Du bist wie so eine Stiftshütte. Dort, wo du hingehst, kommt Gott mit. Und ich möchte dich heute ermutigen, dich gibt es nicht mehr ohne Gott. Wenn du zu Jesus bist, zu Jesus gehörst, gibt es dich nicht mehr ohne Gott. Dort, wo du morgen hingehst, kommt Gott mit. Du bist ein mobiler Tempel. Ein mobiler Tempel. Eine Stiftshütte, wo Gottes Herrlichkeit, Gottes Geist drin lebt. Und aus dir sprudelt es raus. Und ich will mehr in die Fülle kommen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Gibt es irgendjemanden da, der Durst hat nach dem? Durst. Also, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich will mehr erleben vom Geist Gottes. Schau, ich bin dankbar für so vieles in meinem Leben. Ich bin dankbar für unsere Kirchen und so weiter. Aber da gibt es schon noch einige trockene Stellen, oder? Gibt es irgendjemanden, der ein paar trockene Stellen hat? Gibt es irgendjemanden, der Durst hat? Aber Durst nach ihm. Erfüllt werden mit ihm. Schau, mein Punkt ist nicht folgender. Schau, wir haben alle unterschiedliche Zugänge zu Gott. Für gewisse ist es mehr Musik, so Singen, Worship. Für gewisse von uns ist es mehr die Predigt, ist der Zugang oder das Intellektuelle. Für andere ist es mehr Natur, Kunst oder was auch immer, Essen, Musik, Bücher, was auch immer. Wir haben alle Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht, wir haben unterschiedliche Zugänge, aber etwas ist gleich und das ist der Durst nach ihm. Leute, wenn wir keinen Durst entwickeln für ihn, für seine Gegenwart, dann kommt er auch nicht in seiner Fülle. Wir haben alle den Geist Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, hast du den Geist Gottes. Aber ich rede von dieser Fülle. Ich rede von dem Überfließen. Ich rede von dem Durchsprudeln. Ich rede von dem Durst, den er stillt, den ich gar nicht wusste, dass ich ihn habe. Ich bin wegen einem falschen Durst zu ihm gegangen. Verstehst du, was ich meine? Ich rede von dem Durst. Und ich möchte abschließen und kurz meine Sehnsucht euch formulieren für uns als Kirche. Ich habe eine Sehnsucht von einer Kirche, die sich am Sonntag trifft und mit Gottes Gegenwart rechnet. Ich habe eine Sehnsucht nach einer Kirche, wo die Leute sich am Donnerstag fragen, was macht Gott echt am Sonntag? Schau, wir haben es hier beim Heiligen Geist nicht einfach mit einem Konzept zu tun. Wir haben es mit Gottes Gegenwart zu tun. Mit jemandem, der Ideen hat, Pläne hat, der will reden. Ich träume von einer Kirche, die eine gewisse Ehrfurcht hat gegenüber seiner Gegenwart. Nicht Angst, aber einen gewissen gesunden Respekt. Das ist immer noch Gott, wo wir davon reden. Und manchmal schaue ich unser Leben an und wir gehen mit Gottes Gegenwart so um, als wäre sie garantiert. Oh ja, Gott ist immer da. Ja, Gott ist immer noch Gott. Gott kann machen, was er will. Ich träume von einer Kirche, wo wir zusammenkommen. Nicht, weil irgendwie die Band spielt oder der predigt oder die Gemeinschaft mega toll ist oder der Kaffee mega fein ist oder meine Kinder mega gut versorgt sind. Das ist alles richtig und wichtig und das schalten wir nicht ab. Aber ich träume von einer Kirche, die zusammenkommt wegen ihm. Leute, versteht ihr, was ich sage? Wegen ihm. Also, wir reden hier
über einen persönlichen Gott, der persönlich uns will begegnen. Und schau, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, kommen ganz viele mobile, kleine Tempel auf ihren Beinen zusammen. Und zusammen es entsteht dann ein grosser Tempel. Und etwas Grosses kann entstehen, etwas Unglaubliches, weil Gott da ist. Ich träume von einer Kirche, die sich ausstreckt nach ihm, weil wir Durst haben nach ihm. Und dann heisst es, er wird seinen Geist ausgießen über Durstige. Über Durstige. Die werden den Geist Gottes empfangen. Und ich möchte jetzt am Schluss noch eine Gebetszeit haben in diesem Song, wo wir zusammen werden singen und beten. Und ich möchte beten und gemeinsam mit dir beten. Vielleicht bist du heute da und du sehnst dich nach dem Geist Gottes und du hast ihn noch nie so bewusst empfangen. Du glaubst an Jesus und du hast das angenommen, was er für dich gemacht hat am Kreuz, aber du hast ihn noch nie so erlebt. Dann möchte ich für dich beten. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du eine Dürre erlebst mit dem Geist Gottes, wenn es trocken ist, dann bringen wir jetzt in dieser Gebetszeit die Trockenheit zu ihm. Und ich möchte wirklich kurz Zeit nehmen für die Gebetszeit und nicht darüber haschen jetzt einfach, sondern ich möchte wirklich Raum lassen für den Geist Gottes. Lass uns doch aufstehen für diesen Moment. In Lukas 11, 9 bis 13 steht Folgendes. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer von euch gibt seinem Sohn, wenn der ihn, den Vater, um einen Fisch bittet, statt des Fisches eine Schlange? Oder wer gibt, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn ihr also, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten? Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer Durst hat, der bekommt zu trinken. Wer Hunger hat, wird gesättigt. Verstehen Sie? Es geht um Durst, es geht um Hunger, es geht um das Verlangen. Und wenn alle unterschiedliche Zugänge, nochmal, aber wenn du Durst hast nach ihm, dann kling dich jetzt in mein Gebet ein. Kling dich jetzt in mein Gebet ein. Von Herzen. Und vielleicht heb mal deine Hände vor dich an, so wie eine Schale, so dass du kannst empfangen. Das ist nur symbolisch, aber es hilft manchmal, das zum Ausdruck zu bringen und zu bestärken, was in unserem Herzen ist. Wenn du Durst hast nach ihm, mach vor so eine Schale vor dir. Vater, heute klopfe ich an. Heute suche ich nach mehr von dir. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Gegenwart. Du siehst all meine Durst, meine Sehnsucht. Aber heute bringe ich sie zu dir.
Fragrance of heaven, pour your spirit out, pour your spirit out, a holy anointing, the power of your presence, pour your spirit out, pour your spirit out, right here and right now. Ich habe gerade Gedanken gehabt, vielleicht, dass du dir bewusst bist, dass das Gebet, das du jetzt gerade gesprochen hast, Auswirkungen hat auf deine Nachkommen, auf die Generationen nach dir. Gott ist so gut. Und wir haben den Glauben, weil Leute vor uns vorausgegangen sind. Manchmal ist es nicht ganz klar, wie es weitergeht, wie das soll in die nächsten Generationen weitergehen. Und ich glaube, der Schlüssel liegt einfach im Geist Gottes, dass er uns erfüllt. Lass uns das nochmal singen. Hey, wir haben es eh nicht im Griff, aber was wir im Griff haben, ist unser Durst zu ihm zu bringen. Mehr von ihm, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinem Geist. Oh, we need a fresh wind, a fragrance of heaven. Pour your spirit out, come pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. All we need is we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out over us. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, 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 right Ich möchte jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir für uns als Kirche beten. Für die nächsten 6 Wochen. Dass wir Gottes Gegenwart in einer Art und Weise erleben, wie wir das noch nie erlebt haben. Ich weiss gar nicht genau, was die nächsten 6 Wochen bevorsteht, was uns erwartet. Aber lasst uns beten für seine Gegenwart, dass die Hallen erfüllt, hier, das Loft oben. Dass, wenn Leute hier reinlaufen und noch nicht einmal etwas gehört haben vom Worship oder von der Gemeinschaft oder von der Predigt, dass sie schon merken, da ist etwas anderes. Lasst uns beten für das ICF Basel-Land und Lörrach und für die Region, dass er seine Gegenwart neu ausgießt, weil da Leute sind, die Hunger haben und Durst haben nach ihm. Lasst uns das nochmal singen. Im Glauben für unsere Kirche, für die Region. Kommt, lasst uns singen. pour your spirit out, pour your spirit out. Ja, Jesus, schütt du deinen Geist aus. Spirit out.
das Gebetsteam, das jetzt am Start ist für dich. Wir singen jetzt weiter, aber falls du irgendein Anliegen hast oder einen Durst hast oder mehr willst noch haben, spezifisch, dann geh zum Gebetsteam. Oder du hast sonst ein Anliegen. Gott ist ein Gott vom Überfluss. Dann kannst du die Zeit jetzt noch nutzen. Aber lass uns weiter zu diesem Gott beten.